Also meine Damen und Herren, wie ihr gehört, wir sind jetzt gerade in der Wildnis raus. Wir haben uns eingenistet in einer fucking Badmintonhalle, wie eigentlich letzte Woche schon angekündigt. Und ich würde jetzt auch den fucking Podcast starten mit dem, was der Dyson heute Morgen mir als erstes am Telefon gesagt hat. Einfach zum ein bisschen ausholen. Das Ding ist, Dyson und Karan sind gestern draußen gewesen, im Ausgang. Und wie lieb ich auch bin, oder? Einer denkt, easy, wir machen ja morgen heute mega früh ab. Ich will ihm Dyson anrufen und so wie ein bisschen zugesichert bekommen, dass er schon halt aufgestanden ist, oder? Ich rufe ihm an. Ich rufe ihm einfach an. Und so wie einfach eine herzliche Mutter wollte ich abchecken, was jetzt da genau los ist. Ich rufe ihm an. Ich so, er nimmt ab, oder? Und das Erste, was ich ihm sogar noch sage, er nimmt das Telefon ab und ich sage so, hey, ich bin mega stolz auf dich. So im Sinne von, ich bin stolz auf dich, dass du trotz allem, obwohl du gestern um 4 Uhr heimgekommen bist, nach 4 Stunden aufgestanden bist. Und das Erste, was er mir sagt, ist, ich bin voll kaputt, aber ich zerfetze sie noch im Badminton. Da ist der Dank. Da ist der fucking Dank, dass man einfach eine fucking herzliche Mutter ist zu diesen Jungs. So, also ihr seht, wir sind am Badminton spielen. Der Ablauf wird so aussehen, dass wir jeweils ein Geist spielen. Und irgendein Kommentator wird da sein, sich wird ansetzen, so wie ich jetzt gerade, mit langen Unterhose und Sport-Shorts. So, ja, ich glaube, mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen, von dem her. Also hey Jungs, ihr könnt starten, machen wir jetzt bis 7. Okay, also yalla. Hä? Ich bin für das Netz. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das Netz gewinnt. Also, Jungs startet jetzt im Garten. Man muss dazu sagen, der Karan ist ein Pro. Wenn ihr jetzt gerade auf der Kamera, auf der rechten-linken Kamera, ich weiß nicht, wie es am Schluss wird aussehen. Ihr seht K. Zinge, Switzerland. Und ihr seht auch, beide sind angeschlagen. Wir sind alle angeschlagen. Wir sind echt alle angeschlagen. Unsere Augenringe haben Augenring momentan. Ah, der war deiner. Der war deiner. Hey, ich kann im Fall gar nicht mitzählen, gell? Ich kann gar nicht mitzählen. Ihr seid schon selber am Zählen. Okay, gut. Nein, ich kann gar nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen beschäftigt mit der Community. Also die Schläge vom... Wow, okay. Also ich sehe, der Karan ist flink wie eine Gazelle. Er hat ein Mindset von einem Loi. Darum heisst er ja, singt der Triton. Ist am... Oh mein Gott, Triton, Alter. Also ich hoffe, dass es nicht allzu halt, weil wir sind eben da sehr früh am Morgen. Es ist 4:30 Uhr morgen. Sehr früh in der Halle. Und es hallt, weil halt niemand da ist. Uff. How much? Matchball schon? Alright, okay. Also hey, Matchball, wir spielen auf 7. Jetzt steht 6 zu irgendetwas. Also der Dyson hat verloren. Der Dyson hat verloren. Er hat verloren und er wird jetzt... Also hey, jetzt gibt es einen Wechsel. Machen wir jetzt eigentlich so, dass immer der Gewinner drin bleibt? Oder machen wir einen fairen Tausch? Okay, 2 Mal hintereinander geht raus. Also, ich gebe jetzt ab an Dyson. Also, hallo miteinander. Das war gerade ein Spiel. Du. Wir haben zwar vorne gerade gesagt, wie machen wir es, bleibt der Gewinner drin, aber sonst gehört der Karan vielleicht nie mehr reden, weil er ist wirklich gut, beziehungsweise ich bin auch schlecht. Und das sieht momentan auch für den Ahmed nicht gut aus. Ich habe gerade ein bisschen Handicap und vielleicht vorne gesehen, wo ich auf die Schulter gekleidet bin, das ist nicht der, wie sagt man dem? Hey, wie sagt man dem, wenn man so tut, als wäre etwas? Wie sagt man dem, wenn man so tut, als wäre etwas, wenn man am Boden geht und so Schmerzen vor? Schwalbe, das war keine Schwalbe. Das waren wirkliche Schmerzen. Ich hatte gestern einen Velounfall.
Für die mich kennen, ich bin ein begnadeter Nicht-Rennvelofahrer. Nein, ich fahre gerne, aber selten. Und es hat mega gewindet, es war windig und Highland sagt euch spannend. Oh. Shit. Das war gut gewesen. Und dann bin ich so cool gewesen und habe gedacht, ich tue doch schnell den Rucksack so enger anschnüren und habe kurz den Lenker losgelassen. Und genau dann ist ein Windstoß gekommen. Mein Vorderrad macht einfach so. Und mit der Hand gerade versucht zu packen. Auch die Richtung so schnell gewechselt. Ich habe es nicht mehr gepackt, dann bin ich auf die Schnur gefallen. Aber ja, bis auf ein paar Kratzer und Prellungen bin ich gut hervorgekommen und das Auto dahinter war genug weit entfernt, von dem her alles gut gewesen. Darum, liebe Autofahrer, passt immer auf Velofahrer, die blöd sind, so wie ich. Oha! Hey Jungs, wie viel steht's? Scheiße, ich habe den Ahmed ein bisschen unterschätzt. Es geht. Es ist bis. Der Ahmed versucht da gerade mit unfairen Mitteln zu gewinnen. Er hat gesagt, die Vorderlinie, aber jeder weiß, die Hinterlinie. Er akzeptiert es nicht. Gibt es einen Fight? Schauen wir mal. Also, der Karan, er sagt Wahrheit, er lügt nicht. Der Ahmed hat zwar gesagt, er soll lügen, aber okay, lüg. Ey, ganz kurz, weißt du den Zwischenstand? Oha, wow, also stabile 3 für den Brey Ahmed. Jetzt hat er gerade einen Fehler gemacht und gibt dem Schläger die Schuld. Also vielleicht hören das auch meine Stimme, ich bin echt nicht kaputt von gestern. Easy früh müssen aufstehen, heute, um da zu drüllen. Aber das kommt schon gut. Das sind alles Ausreden, weißt du, ich werde sicher der Schlechteste sein. Ah, habe ich verloren? Sorry, ich bin so weg. Also, es gibt einen Wechsel, der Karan als Sieger des Tages geht raus. Nimm. Ich kann schon den nehmen. Das ist gut. Ein Cheatcode für den Ahmed. Das ist gut, Bro. Okay, gut. Danke. So. Hallo zusammen. Ich melde mich da. Ich spiele da mit 2 sehr erfahrenen Badmintonspielern. Hat er schon angefangen? Ich kommentiere jetzt richtig. Ich mache es richtig. Hey, nein, dann ist Punkt für ihn. Gut, 1-0. Out. Aber du musst aufpassen mit dem, ja. Ja, wir haben, glaube ich, fangen wir mal mit der Frage an. Wir haben, schade. Ich glaube, es ist ein bisschen spannender zum Zuschauen. Oh, das ist gut gewesen. Hey, pass auf bei ihm. Ja, egal. Wir haben uns Fragen gestellt. Und ich gehe mal auf eine ein. Da wäre. Wenn du eine Farbe auswählen könntest, von 1 bis 10, welches Tier wärst du gerne? Jetzt weiß ich gar nicht, ob jemand schon da beantwortet hat, aber ich beantworte es einfach nochmal. Wenn du eine Farbe auswählen könntest, von 1 bis 10, ich wähle. Irgendwie, ich weiß nicht, das Nummer 8 kommt nur in Violett vor. Deswegen nehme ich jetzt das 8, also das Violett. Und welches Tier ist klar bei mir, AK. Ganz einfach, ein violetter AK. Da wäre jetzt so meine Frage, meine Antwort auf deine Frage. Ja, wie sieht es da aus? Oh, sehr gut platziert. Ja, erzählen. Ja, wir sind hier bei Sporthalle Ost, St. Gallen. Super Halle, wirklich. Wirklich auch wirklich für Badminton. Dass du nicht da irgendwo an der Linie hast, gut markiert. Ganz wichtig, sehr hohe Dächer. Das ist ganz gut. Und jetzt du beschuldet der Dritte meinen Schläger. Ja, kurz Badminton. Ich weiß gar nicht, ob die erzählt haben. Ich spiele seit eh und je Badminton. Und ja.
Aber wer hat jetzt verloren? Ja, dann bleibst du noch. Ja, ich erzähle nachher sonst wegen Badminton. Ja, ich muss jetzt... Hast du gerade eigentlich Fragen durchgelesen? Hast du Fragen beantwortet? Okay. Nein. Ah, ja, ist gut. Die eine Frage ist auf jeden Fall vom Sandro gekommen. Lieber Gruß. Es geht, glaube ich, Drittun und Ü40 Frauen. Die Anschuldigungen weisen von mir ab, das stimmt nicht. Ab 12 ist gut. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, der Ahmed war ein echt guter Gegner, ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Er hat eben so den Eindruck gemacht von so einem kurdischen Vater. Er ist aber mit Trainerhosen da gekommen, so richtig die stabilen von früher. Aber er ist echt ein junger Spund. Sagen wir das so? Keine Ahnung. Raster aus, bitte. Wir wollen Ausraster haben. Hey, falls man da hört, dass er die ganze Zeit atmet, da liegt daran, weil wir wirklich Gas geben. Sind wir eigentlich ein Fan von Badminton? Da nehme ich mich schon ein bisschen Wunder. Oha, da wird es Hände gehen. Nach dem Spiel wird was anderes gehen. Sehr gut, sehr fair. Karan mit dem Fake-Anspiel, aber der ist drin. Das ist ein Profi. Jetzt kommt es drauf an. Oha. Der Karan hat mir vorne den Tipp gegeben, du musst immer in den Knie bleiben. Ich habe vorne nicht, er hat ausgestreckte Beine gehabt. Darum war da gerade ein Verlust vom Punkt. Es bleibt spannend. Wow. 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 Es tut mir leid für die Geschreie da, aber das sind Emotionen. Ist Matchball? Hey Bro, hey! Schau da schon, der erste Schläger kaputt gegangen, das war das Ziel. Weil immer Bro, er ist fake. Er spielt mit anderen Mitteln. Also jetzt werde ich es mal versuchen gegen den Caravan. Der Caravan nur Glück wegen dem fucking Tablet. Ja, Fingerfertigkeit. Also wie ihr gehört, Mann. Vielleicht habt ihr den Rutschenfahrer noch gesehen von mir. Jetzt musst du gerade das ein bisschen wieder verschnaufen. Uff! Also hey, der Caravan, ich glaube, seine Fingerfertigkeit ist so agile, wie seine IT-Künste. Der wird aus... Bro, Alter. Ein bisschen Entschuldigung, ein bisschen mehr Entschuldigung wäre noch schon drin liegen. Also, ihr seht den Foodie vom Dyson. Das Ding ist, der Karan hat auch natürlich die Aerodynamik, die er mit. Die Aerodynamik, die der Karan hat. Schau, in dem Sport hat der Karan nur Vorteil. Einerseits Aerodynamik. Fuck, Alter, Dyson voll verkackt. Aerodynamik vom Karan wegen Turban. Fingerfertigkeit wegen Tabla. Also, es zeigt sich eine Charakteristik an, der ist drin, dass der Karan nur Vorteil hat mit Wörtern mit Buchstabe T. Da ist Turban und Tabla. Ist der drin? Ist der drin? Ja, so gesehen. Also ich habe es gesehen, aber ich habe es auch nicht gesehen. So. Man ist einfach auch für den Underdog, sprich für den Dyson momentan. Der wäre nicht drin gewesen, Dyson. Mal ein bisschen, komm. Hey, wo haben wir jetzt eigentlich die hohe Frage auf? Ja, da wird jetzt sicher nicht im Podcast laut sagen. Nein, der ist drin. Sag nochmal. Ja, ist falsch. 2-2, 1-5. Hast du unter Fotos? Okay. Also ich versuche mal die Fragen raus. Genau da.
Was machst du, wenn Nord... Ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Ich meine, beantwortet wurde. Der kommt vom Durchgespielt, unseren Ehrenmann-Fanboy. Was machst du, wenn Nordpol wohnst und die Sonne nie untergeht? Weißt du, fertig? Ja, absolut. Also, haben Sie da schon beantwortet vom Durchgespielt? Was machst du Nordpol, wenn... Easy. Das, was ich glaube machen, ist Tabla spielen und Turban anlegen, damit ich besser werde im Badminton. So. Also hey, ich gebe ab. Ja, ich übernehme jetzt. Hast du die Frage beantwortet mit dem... Ja. Das check ich im Fall nicht. Ah, mit dem Nordpol? Ja. Also, wegen dem Nordpol. Ja, das ist so eine Sache. Viele vergessen eben den Südpol. Der hat einmal auch keine Sonne. Kein Licht, oder? Ja. Hey, ich bin immer ausatmen und du schätzt echt. Und ehrlich gesagt auch schon lange keinen Sport mehr gemacht. Gestern Velo gefahren, umgehauen. Nein, jetzt vergessen wir mal den Nordpol. Haben ihr gewusst, Antarktis hat Aliens und die größte Pyramide. Das stimmt. Ich habe es letztens mies recherchiert und habe nachher gesehen, dass eigentlich, wo das Zweite Weltkrieg Abkommen war, haben sie dann direkt... Aber ich weiß gar nicht, was ich erzähle, es tut mir mega leid. Ich bin gerade maximal weg. Aber ich tue eine andere Frage beantworten. Zu der weiß ich echt nichts. Ich kann eigentlich nur sagen, dass vielleicht zu dieser Zeit, weil es noch keine Zeit hatte, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es früher auch schon mit der Sonne zu tun hat. Oder auch mit einer Zeit. Wie viel steht es? Ja, Bro. 4-2 für den Karan. Er macht wieder Faxen. Also, Ardit hat geschrieben, wenn du eine Farbe auswählen könntest von 1 bis 10, welches Tier wärst du gern? Also, wenn ich eine Zahl auswählen könnte, eine Farbe, dann wäre es Schwarzbar. Oder schwarze Farbe, kann man das sagen? Ja, man hat ja schon gesagt, schwarz ist geil. Und sonst rot, wegen Kuchesi. Rot ist schon intensiv, finde ich schon eine schöne Farbe. Blau ist zwar auch schön. Ich kann mich nicht aber grün bin ich nicht so ein Fan. Also ich mag schon eher blau, eher die kalte Farbe, weil dann... eher die kalte Farbe, dann sage ich rot, okay. Nein, also sagen wir es mal, wo nicht direkt in der Natur so vorkommt. Kommt rot vor. Bro, hast du schon verloren? Und ein Tier, Pferd. Pferde sind so schöne Tiere, aber ich wäre es nicht, hallo. Ich wär gerne mal eins reiten, wirklich. Irgendwann, ein Pferd. Ungeschlagen noch. Bro, irgendwann bist du müde. Wir sollten eigentlich die immer rein. Karambre noch ungeschlagen. Ja. Ich war auch wegen dem Werdegang Badminton. Ja. Wie ihr gesehen habt, kann ich ein bisschen spielen. Das hat den Grund, dass ich seit ich 11 bin Badminton spiele. In einem Verein. Und ja, auch aktiv. Jetzt ein bisschen weniger. Einfach sonst aus anderen Gründen. Aber ja. Ich freue mich mit diesen Bres Badminton spielen. Mal schauen, wenn das Konzept gut ankommt. Irgendwie, wir wissen es nicht wegen der Audioqualität. Und wenn mir die ganze Schnaufe hat. Also die anderen mehr als ich. Was? Sicher. Aber du darfst mit der Hand nicht. Ey, du darfst mit dem Schläger. Mit dem Schläger darfst du nicht über die Hüfte. Ja. Ja. Also, du darfst nicht über die Hüfte im Anspiel. Du darfst nicht da oben anspielen. Du musst da unten immer unter die Hüfte anspielen, mit Hand im Mund. Ja. Ja. Also du kannst ja so, ich spiele. Ja. Da kommt es zu mir. Ist ein cooler Sport, probiert es aus. Hat viel, sagen wir, Out. Ja, ist halt koordinativ, Reflex, Kondition und man verbrennt sehr viel Kalorien und man hat den Spaß. Oh, Schade. Ja. Spielt gegen mich, wenn ihr verlieren wollt. Ja. Momentan noch ungeschlagen, aber gern, können wir machen. Sagst wenn und wo, Verlierer zahlt. Bro,
Can, deine Frage, ich bin zu dumm für das. Was machst du, wenn du im Nordpol wohnst und die Sonne nie untergeht? Bro. Keine Ahnung. Sandro, du Legende. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen hätte drin gern 40 Frauen. Antwort ganz klipp und klar, ich muss glaube raus. Ja, hätte er. Yes, wer ist verloren? Ja, nein, verloren. Yes, ich hab's gewusst, Alter. Aber zweimal nacheinander. Aber wir spielen wie Kinder, Alter. Das ist unglaublich. Aha, der Schläger wird schon. Kinderabteilung da, Alter. Also, ob es jetzt glaubt oder nicht. Einfach anhocken im normalen Setting wirkt die Zeit viel schneller. Ja, jetzt habe ich schon gemeint, wir haben fucking 35 Minuten oder so voll, aber anscheinend sind es nur 20. Aber geil. Das Ding ist, schau, wir sind ja alle auch sportlich. 1, 5 und 2. Wir sind ja eigentlich alle sportlich. Ich habe mal gehört, dass der Karan 2 linke Füße hat im Fußball. Das heisst, wenn man den Karan will, sein Selbstbewusstsein ein bisschen schmälern, können wir als nächstes entweder Fußball spielen, was wenig Sinn macht in einem Setting vom Podcast, oder wir gehen Basketball spielen, was eigentlich auch wenig Sinn macht. Aber in dem bin ich halt jetzt selbst ernannt, aber trotzdem sehr, sehr gut im Basketball. Und ich kann sie sehr, sehr krass zum Heulen bringen. Schau, ich habe auch die Eigenschaft, dass ich im Sport einfach ein anderer Mensch bin. Ich mal vorletztes Jahr öfters Basketball spielen bei uns im Dorf und einmal sind meine Eltern zuschauen gekommen. Und wir hatten halt die ganze Mannschaft dort gehabt und jedes Mal, wenn wir anfangen zu spielen, Mannschaft gegen Mannschaft, Basketball, ich ändere meine komplette Persönlichkeit. Ich kenne die Menschen gar nicht. Ich kenne ihre Ängste nicht mehr, ich nehme auf nichts mehr Rücksicht. Ich bin so einer, der richtig asozial wird, wenn irgendjemand einen Fehler macht. Oder? Weil nicht nur, dass ich es hasse zum Verlieren, der ist ja out gewesen. Ja, gesehen, aber ich bin für den Dyson. Er ist schon drin gewesen. Ja. Nein, du hast ja gar nicht gesehen, Dyson. Es ist echt so, es hat berührt. Der lange. So, wo meine Eltern sind schauen, Basketball, habe ich alle angefickt. Vor allem, ich habe am Anfang gar nicht so gecheckt, dass meine Eltern aufs Mal gekommen sind, weil sie haben sich auch nicht angekündigt. Und dann sind sie gekommen, haben mir zugeschaut, wie ich spiele, bin voll hässig. Weißt du jetzt, wie viel? Way, Alter. Ist der jetzt draußen gewesen? So, eben, wenn sind meine Eltern, ich bin jetzt ständig abgelenkt, Alter. Ja, Verlängerung geht immer 2 mehr. So, nachdem ich fertig war, bin ich zu meinen Eltern angegangen und meine Mutter geht als erstes. Der ist echt rausgesetzt. Ist meine Mutter angekommen, sie so, Ahmed, sind echt deine Kollegen? Und ich so, ja, wieso meinst du? Sie so, du bist hure asozial zu ihnen. So im Sinne von, ich bin einfach ständig im Defense und gehe ab und zu auch ein bisschen offensiv. Und im Defense bin ich einfach so, ich will der Moor sein. Koste was es wolle. Und so, eben deswegen bin ich im Sport richtig asozial. Und ich würde sehr, sehr gern da richtig asozial sein, aber es halt. Und darum verkacke ich jetzt, wie der Karan sagen, der Vibe. Aber ist einfach knapp, oder? Nein, Mann. Zu der Frage, ob es knapp war, es war überhaupt nicht knapp. Ich habe irgendwie nur Punkte gemacht, wenn ich Glück hatte. Erster Punkt für den Karan. Also ich weiß nicht, ich frage mich, wie das nachher tönt, wenn ich so einatme. Ich versuche es auf jeden Fall nicht zu machen. Wow. Das war jetzt sehr böse gespielt. Karan steht auch für böse Mann, komm! Also jetzt wird das Spiel bewertet. Wenn der Karan ab und zu so Punkte macht, ihm sein Vorteil, also am Gegner sein Vorteil ist, er wird hoch übermütig, macht dann aber so Faxe. Das ist so böse. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass der Karan Nazi-Spieler ist? Gesehen?
bist du Nazi-Spieler gewesen? Er hat nicht dürfen, weil er wollte barfuß Badminton spielen. Und sie haben ihn nicht lassen. Zu dieser Frage beantwortet der Karan noch eine. Die stelle ich ihm nachher gerade. Wie viel? 5-1. Da wird gerade eine rasiert. Apropos rasieren, stehen auf bei Hati bei. Hoffentlich ja oder nein. Oh, okay. Matchball für den Karan. Ich habe es richtig verstanden, es ist 6-1. Okay, 6-1. Jetzt wird es ernst. Hätte Ahmed noch eine Chance? Er hat gar keine Chance. Er hat gerade einen riesen Fehler gemacht, aber der passt. Jetzt gibt es den Wechsel und der Karan beantwortet die Frage. Also Karan, es gibt eine Frage für dich. Und zwar, wieso spielst du nicht bei den Nazi? Ist das, weil du barfuß spielen willst und sind die nicht erlaubt? Okay. So, danke Bro. Jetzt versuch ich es mal. So. Der Bre immer noch ungeschlagen. Ja, wäre auch ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt da verlieren. Aber ja, gegen den Schluss vielleicht. Sie sind nicht schlecht. Sie sind wirklich nicht schlecht. Sind alle so beide haben die Stärken. Ne? Ahmed eigentlich, wenn er einen guten Ball bekommt, druckt er, also er macht gut Druck. Dritte ein bisschen sich noch suchen, aber gute Beweglichkeit. Sehr gute Beweglichkeit. Wow, wow, wow. Wow, was für... Oh, schade. Ja. Er steht sehr gut. Oh, flink. Yes, come on. Scheiße, ich gehe viel zu laut. Ja, ja, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas zum Beantworten? Ich wüsste es gar nicht. Ja, kurz, ich glaube, ich laber jetzt einfach über Badminton. Was kann man sagen über Badminton? In Asien sehr stark vertreten. Kein Randsport in Asien, wie hier in der Schweiz. Ja, Top-Spieler, ganz, also sie spielen so genau, jeder Ball geht wirklich auf die Linie, aber ganz anderes Training. Und ja, ich muss ehrlich sagen, Driton hat das Potenzial, wenn er Technik hat, weil er hat gute Wade, also gute Beine. Er ist sehr, sagen wir mal, eher also muskulös, aber dünn gebaut. Da war ein flink gemacht, also schnell auf dem Feld, je leichter, desto besser. Ja, Größe ist auch ein Problem. Da gibt es von bis. Es gibt auch Spieler, die sind die kommen nicht mal übers Netz. Netz ist 1,54 und die sind 1,50 und spielen in der Top 1%. Und schöner Ballwechsel, sehr schön. Und ich glaube, es ist out. Es ist out gewesen. Wie ist der Stand? Wie ist der Stand? Ja, bin fertig. Gut, in dem Fall. Verloren? Habe ich jetzt auch schon rein. Ja, habe ich jetzt noch einfach beantwortet. Also, wie viele Spiele machen wir? Hey, wir haben ja eigentlich gesagt, Verlierer. Also warte, was heisst denn da jetzt beide Verlierer? Ja, also das heisst, da bist du halt echt. Easy, machen wir es. Machen wir so, der Gewinner darf beide und der Verlierer darf am Verlierer noch einmal. Das heisst, der ist der Karan, nachher ich und nachher Dyson. Also eben Dyson, mir tut es eh nicht weh. Wenn ich schmettere. Stimmt. Ja, ich gehe mal zu der Frage. Vorher bin ich auch stecken geblieben beim Basketball und dass meine Eltern sehr, sehr Angst davor hatten, dass ich keine Kollegen werde haben. Hey, Karan, weißt du wieder den Code? Also ich check das nicht. Egal, ich gehe mit dem eigenen Handy. Also eine Frage war schon, ob der Dyson U40 Farbe gerne hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wo der Gedanke kommt. Warte, ich muss nicht mehr da mich schön organisieren.
So hätte ich dann gerne Ü40 Frauen. Also ich weiß jetzt nicht, was genau Ü40 heisst. Ist ja vielleicht so ironisch gemeint, im Sinne von boah, übertrieb 40. So. Ich weiß nicht genau, was das heisst und ich weiß auch nicht, wo der Gedanke kommt, ehrlich gesagt. Man will ja auch nicht lügen, weil es ist ja Ramadan, oder? Aber spannende Frage, vielleicht kann der Dyson irgendwann mal selber beantworten. Sag es vielleicht heute oder schau mal, ob es fokussiert ist. Ob es heute wird sein oder irgendwann demnächst. Frage dich mal selber, was genau Ü heisst. Weil Ü ist einfach ein Buchstabe und mit dem Buchstaben kommen halt Dinge nicht so weit. Apropos Buchstaben. Ist jetzt komplett off-topic. Aber letztens habe ich herausgefunden, was für Geist Design der Buchstabe Q hat. Ich glaube, also man kann ja eigentlich jeden Buchstaben ersetzen, weil ihre Funktion ist eigentlich leicht ersetzbar. Aber der Buchstabe Q, wer da irgendwie designt hat, man kann es nicht ersetzen. Also Q groß geschrieben. O und dann einfach da mit dem Komma, das ist einfach, es gibt nichts Dynamisches. Egal, ihr wisst, was ich meine. Man kann es nicht ersetzen. Funktion easy, aber vom Design her, da würdest du nicht ersetzen. Echt. Aber zum da jetzt irgendwie abschließen, Thema Buchstaben und Thema Ü. Lieber Sandro, der da gestellt, der ist drin gewesen. Lieber Sandro, vielleicht kannst du noch ausformulieren, spätestens dann, wenn du bei uns im Podcast bist. Das wäre so eine geile Diskussion. Darum ermutige dich, wenn du da bist bei uns, dass du einfach mal aufgreifst. Es geht, glaube ich, nicht besser. Also die Jungs sind fertig. Der Casting hat wahrscheinlich wieder mal gewonnen. Ist da der Walk of Shame, Dyson? The Walk of Shame. Also ich habe jetzt gerade die 40 Fragen beantwortet. Oh nein, was gesagt? Stimmt nicht. Ü30, okay. Das Spiel bleibt spannend. Es werden jetzt keine Fragen mehr beantwortet, weil es wird gegen mich geschossen. Und zwar wortwörtlich vom Karan und vom Ahmed. Der Anspiel ist richtig böse. Da nützt es auch nicht mehr, wenn man am Boden liegt. Aber ich bin genau so einer. Ich liege schnell am Boden. So, jetzt. Souveränes Anspiel. Man kann es natürlich auch mal von unten versuchen. Da ist niemand hat gesagt, dass man das nicht darf. Bis jetzt zumindest. Oh. Nein. Er ist leider drin, Bro. Wie viel steht es? Sorry, 3-0. Oh mein Gott, 4-0. Ja, gut. Ich auch denke 3-0. Karan wieder am Schummeln. Wieder sein übles Anspiel. Oh mein Gott. Bruder ist drin, sorry. Alter, richtig böse. So, jetzt. Zack. Wieder vorne. Nächstes Mal geht es vielleicht. Ahmed, du weißt schon, dass man von oben spielen muss. Kennst du die, die so dumme Kommentare machen? Und dann nur noch hässiger machen, aber das ist aber richtig so, weil dann spielt man mit mehr Power. Wenn man sich nur an den Fehlern der anderen ergötzt, erfreut, das ist natürlich die falsche Strategie. Aber der Karan hat einfach das Spiel, das hat jetzt gerade bewiesen. Ein Schlag, direkt, souverän. Einer für uns Anfänger. Also ich sage mal, dass wir Anfänger sind, vor allem ich. Ich bin nicht gut. Um was geht's? Das ist Finale, jetzt geht's. Also, jetzt müssen wir das klarstellen. Ist da jetzt alles Aufwärmen gewesen? Also der Karan erzählt gerade etwas, aber ich verstehe nicht, weil es zu fest hält da rein. Aber er tut es nachher gerade erklären. Also ein bisschen Geduld. Üben Sie sich in Geduld. Also Karan, kannst du da gerade bitte da erklären? Also es gibt eine Option. Und zwar wir zwei gegen den Karan.
Und dann? Wenn wir gewinnen. Also ich sage jetzt schon, wie es ist, wenn man zu zweit auf dem Feld ist, das ist nicht von Vorteil. Bro, nachher schießt du extra in die Mitte, und nachher verheddern wir uns und schlagen uns noch einen Schläger am Kopf. Okay. Also kann man sagen, dass das bis jetzt Aufwärmen war und jetzt gibt es den entscheidenden. Also, ich könnte jetzt machen, wer von euch zwei gewinnt, der ist der Zweite. Und wer gewinnt, ist der Zweite. Nein, wir machen jetzt von Anfang an. Jetzt ist letzte Match. Gut, Matchball. Also, der jetzt verliert, alles. Es ist egal, ihr bekommt trotzdem von mir einen über. Gut, wenn ihr es nicht verstanden habt, das ist die letzte Runde. Das ist einfach eine normale Runde. Ja, ich weiß nicht, wie chaotisch das ist jetzt da mit dem Podcast, ob das jetzt angenehm ist zum Anhören, aber... Oh. Final, das ist das letzte Spiel, nachher gibt es Bestrafung. Ich darf den zwei auf den Arsch schiessen mit einem Schütteln. Das ist einfach so als Bestrafung, so macht man halt. Ja. Wow. Ja, scheiße Mann, ich weiß gar nicht, was erzählen. Ich kommentiere jetzt einfach das Spiel. Out, sehr gutes Auge vom Triton, sehr gutes Auge. Sehr schnelles Spiel, sehr schnelle Ballwechsel. Oh shit. Was? Da haben sie nicht gemacht, oder? Da haben sie nicht gemacht. Ich kann nicht mehr. Ja, bist du neben? Ich kann nicht mehr, Alter. So geil. So gut. Also, wer es noch nicht verstanden hat, wir müssen einfach abrappen, theoretisch, weil wir nur bis um 11 Uhr hier buchen. Und sie sind die Schlauen. Wir machen jetzt einfach die Bestrafung noch kurz. Nein, ich geht immer wieder zu. Aber ja, wir machen jetzt die Bestrafung schnell. Sie heben an und ja. Was? Also, sie zwei heben an. Ich bin gespannt. Ey, da Licht mal wieder aus, gell? Wo ist der grüne Schletter? Kennen die einmal die Models, die so machen? Also ich glaube, du hast... Nein, wir drucken jetzt einfach die ganze Zeit. Also die Bestrafung fängt jetzt an. Hey, man muss sich umdrehen. Ich stehe wie ein Mann. Oh mein Gott, hat er wehtun, Bro. Ey, vor allem am Anfang denkst du, ja, okay, es ist nichts. Aber dann, jetzt kommt es halt, als wäre so... Oh mein Gott, ich habe Angst, aber ich bin gleich ein Mann. Aha, du bist du schnell. Ja, ich hab's. Aber wieso treibst du? Ich kann sogar verfehlen. Triff bitte einfach sein Arschloch, bitte. Das ist so wie wenn er scharfe Schocke isst. Boah, oh mein Gott, das ist genau in der Mitte gewesen. Das ist genau in der Mitte gewesen. Das ist... Alter, oh mein Gott. Also okay, es fitzt wirklich krass. Respekt, also ich hätte wirklich nicht mal getroffen. Fast 200 km, safe sein. Also echt krass, dass er so zielgerichtet kann schiessen, ohne Witz. Yes. Also hey, danke vielmals fürs Zuhören, Zuhören. Wir schauen, wie man das gemacht hat. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also hey. Das sind 500 km/h. Also haben wir müssen... Okay, yalla. Also wir rappen ab. Hey, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und sagen noch anständig Tschüss, bevor das Licht noch ausgeht. Peace out. Tschüss. Bye bye. Macht's gut, danke.